der Prophet Jona, wo im Bauch vom grossen Fisch war und mehrere Wunder erlebt hat. Ist das eine wahre Geschichte? Der Prophet Jona taucht im Alten Testament auch an einer anderen Stelle auf, nämlich im 2. Königebuch. Er, gemeint ist der König Jerobeam II., stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, den Propheten, der von Gad Hefer war. Der König Jerobeam II. war König zwischen 793 bis 755 vor Christus und er war der König vom Nordreich Israel. Der Jona hat also zur Zeit vom König Jerobeam II. Gelebt. Auch Jesus Christus sagt, dass der Jona gelebt hat und dass die Geschichte so stattgefunden hat. Jesus hat sich mehrmals auf den Prophet Jona bezogen. Im Rahmen vom 40-jährigen Jubiläum von dem Kirchengemeindehaus Dürrenäsch im Jahr 2016 habe ich schon mal eine Predigt gehalten zu allen 4 Kapiteln von dem Jona-Buch. Weil die Zahl 40 eben auch vorkommt im Jona-Buch. Aber jetzt will ich noch genauer eingehen auf viele Feinheiten und Details, weil das Jona-Buch eine hochkomplexe, aber auch eine lustige Geschichte ist. Mit feinem Humor, den ich herausarbeiten will, wo uns zum Nachdenken über die Liebe von Gott zu uns machen. Das Jona-Buch will uns zeigen, dass Gott uns liebt. Es fängt damit an, dass Gott zum Jona reden. Die Initiative geht von Gott aus. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. Die Assyrer sind ein brutales Volk, wo andere Völker unterdrückt haben. Gott wollte, dass sein Prophet Jona die Bewohner von Ninive warnen, wegen ihren vielen bösen Taten, damit sie umkehren von ihren bösen Wegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Die Stadt Ninive hat sich im Osten befunden, neben der heutigen Stadt Mossul im Irak. Der Jona aber ist geflüchtet nach Westen und hat nach Tartessus reisen nach Südspanien. Die Szene ist hier vorne auch dargestellt durch Deglifiguren. Der Grund für den Ungehorsam vom Jona erfahren wir erst am Schluss vom Jona-Buch. Dort betet der Jona zu Gott und sagt, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Der Jona hat Gott kennt und hat gewusst, dass Gott alle Menschen liebt, dass er gern Sünden vergeben. Der Jona hat damit gerechnet, dass Gott wird die Stadt Ninive verschonen, wenn ihre Bewohner sich zu Gott bekehren. Wie oft geht es uns ähnlich? Wir kennen Gott und trotzdem machen wir genau das Gegenteil von dem, was Gott uns in der Bibel sagt. Als Kind konnte ich die Geschichte nicht verstehen. Ich habe gedacht, so eine komische Geschichte, wieso macht der Prophet von Gott genau das Gegenteil von dem, was Gott gesagt hat? Aber jetzt als Erwachsener kann ich es besser verstehen. Weil ich merke, es geht nicht um mir oftmals so, sondern vielen anderen Menschen auch. Dann steigt der Jona in das Schiff ein, will eben flüchten von Gott. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer
und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Das zeigt uns, Gott ist der Chef über seine Schöpfung. Er kann auch einen Wind und einen Sturm herstellen. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Die Matrosen haben zu ihren heidnischen Göttern gebetet, aber die haben ihnen nicht helfen. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Obwohl die Szene hochdramatisch ist, weil sich alle in Todesgefahr befinden, enthalten sie auch eine Prise Galgenhumor. Der heidnische Kapitän muss den gläubigen Prophet von Gott aufwecken und ihm sagen, dass er zum einzig wahren Gott beten soll. Und sie, also gemeint sind die Matrosen, und die Matrosen sagten einer zum anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Die Matrosen haben durch das Loswerfen den Schuldigen ermittelt. Das Loswerfen ist auf dem Comicbild mit Würfel dargestellt. Und die Matrosen warfen Lose. Und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf? Und woher kommst du? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Der Jona hat sich öffentlich zu seinem Gott bekannt. Und die Dreiteilung in Gott vom Himmel, das bedeutet die unsichtbare Welt und auch das Wetter, inklusive Vögel, die Gott erschaffen hat, das Meer, inklusive Wasserlebewesen, und das Land, das heisst Pflanzen, Tiere und uns Menschen, bedeutet, dass Gott alles erschaffen hat und über alles herrschen. Also die dreifache Betonung von Himmel, Meer und Land, kann man sagen, das sind 3 Ausrufezeichen, die hier im Text stehen, dass Gott alles erschaffen hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Der Jona ist freiwillig bereit, sich für die Matrosen zu opfern und in den Tod zu gehen. Der Sprung ins Wasser hat für ihn den sicheren Tod bedeutet. Es hat damals noch kein Rettungsboot gegeben und viele damals haben nicht schwimmen. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Wiederum vertauscht die Rolle. Die Matrose betet ein Fürbittegebet an den Gott vom Jona. Nicht der biblische Prophet hat betet für sie, sondern die Heiden für ihn. Und die Matrosen nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht
Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Die Matrosen haben erkannt, dass Gott ein Wunder gewirkt hat. Der schreckliche Sturm hat sofort aufgehört. Als Dank haben sie dreierlei gemacht. Erstens haben sie geglaubt an Gott von der Bibel. Zweitens haben sie ihm Schlachtopfer dargebracht. Das heisst, ein Opfer, und das bezeichnet ein Tier, vor allem ein Schaf, eine Ziege oder ein Rind, das geschlachtet und zerteilt wird. In der Regel wird dann ein Teil verbrannt, aber das meiste wird von den Opfernden bei einem Mahl verzehrt. Das im Unterschied zu einem sogenannten Brandopfer, das vollständig verbrannt wird. Also mit eigenen Worten ausgedrückt, haben die Matrosen dann ihren neuen Glauben an Gott gefeiert mit einem feinen und fröhlichen Grillfest. Drittens haben sie Gott Gelübde gelobt. Durch die Verdoppelung von dem Wort, die Matrosen haben Gelübde gelobt, betont die Bibel, dass es die Matrosen ernst gemeint haben mit ihrem neuen Glauben an Gott. Ich habe noch ein bisschen recherchiert. Bereits die ersten Christen, wenn sie getauft werden wollten, dann hat man ihnen die Frage gestellt: Glaubst du an Gott den Vater? Glaubst du an Gott den Sohn Jesus Christus? Und glaubst du an Gott den Heiligen Geist? Und sie haben alle 3 Fragen mit Ja beantworten. Und die 4. Frage hat gelautet: Sagst du dich vom Bösen los? Und das ist mir in dem Zusammenhang in den Sinn gekommen. Also die ersten Christen haben auch das mit Ja beantworten, dass sie nicht mehr extra in der Sünde leben, nicht mehr extra das machen, was Gott verboten hat. Und so kann man sagen, sie gelobten Gelübde, dass sie wie Gott gesagt haben, sie wollen von jetzt an nicht mehr extra das Böse machen. Es war nicht einfach, dass sie etwas essen und Fleisch essen. Das ist wie das äußere Zeichen. Aber das innere Zeichen sind die Gelübde, die sie an Gott gerichtet haben. Die Versprechen. Ich habe in dem Jona, Kapitel 1, noch ein Wortspiel gefunden, das ich euch nicht vorenthalten will. Ein ganz interessantes Wortspiel, das sowohl auf Hebräisch als auch auf Deutsch funktioniert. 4-mal taucht im ersten Kapitel der Begriff Furcht oder Ehrfurcht auf. Das erste Mal die Furcht der Matrosen vor dem Tod, wegen dem Sturm. Das zweite Mal die Ehrfurcht vom Jona vor Gott. Und er sagt, ich fürchte den Herrn. Dann das dritte Mal die grosse Furcht der Matrosen, wo der Jona sagt, dass er schuldig ist. Und das vierte Mal die grosse Ehrfurcht der Matrosen vor Gott. Dann am Schluss, wo Gott das Wunder macht und den Sturm stillen. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, das lautet fürchten, Angst haben, Ehrfurcht empfinden. Das ist doch hochinteressant, dass in unseren beiden Sprachen diese Wortspiele funktionieren. Für ein paar von uns ist das vielleicht jetzt ein Schock, dass eine solche hochdramatische Geschichte, in der es um Leben und Tod, sogar um Himmel und Hölle geht, dass auch Galgenhumor vorkommt. Aber die Bibel ist Gottes Wort. Und sie will uns durch die Wortspiele und den ernsten Humor will sie uns nachdenklich machen, dass wir auch forschen in der Bibel. In meinen eigenen Worten zusammengefasst: Der Jona befindet sich am Schluss im Meer in Sicherheit und die Matrosen befinden sich im Glauben in Sicherheit. Beide werden gerettet, wie sich im nächsten Kapitel wird zeigen. Gott kommt auch in unserem Leben zum Ziel. Das Jona-Buch Kapitel 1 zeigt uns, dass Gott alle Menschen liebt. Trotz dem Ungehorsam, zuerst einmal von der Anfang Ungehorsam vom Prophet Jona, kommt Gott als erstes Zwischenziel. Die heidnischen Matrosen finden zum Glauben an den unsichtbaren Gott der Bibel. Und der Jona ist auf dem Weg nach Ninive, trotz seinem Umweg. Das bedeutet für uns, Gott liebt uns und er ist souverän. Souverän ist der theologische Fachbegriff dafür, dass Gott gleichzeitig allwissend ist,
allmächtig und allgegenwärtig. Auch das Böse, das wir machen, wendet Gott zum Guten für andere, ohne aber, dass er das Böse gutheissen. Auch wir dürfen zu Gott umkehren, wenn wir Schuld auf uns geladen haben. Das Thema vom Gottesdienst ist lustigerweise vorher falsch genannt worden. Vorher ist genannt worden Jona, Kapitel 1, Gottes Prophet auf Abwägen. Ich habe es aber anders geschrieben. Ich habe geschrieben, Jona, Kapitel 1, Prophet auf Gottes Abwägen. Das ist auch ein Wortspiel, das bedeutet, Jona ist der Prophet, der aber zuerst nicht auf den Weg von Gott geht, sondern auf seinen eigenen Abweg. Aber weil Gott souverän ist, hätte er das so drehen, dass der Jona nachher auf den Weg von Gott zurückkehrt. Das Stärkste am Jona in dem ersten Kapitel ist, dass er sich mutig zu Gott bekennt. Dass er offen zu seiner Schuld steht und dass er sich freiwillig opfert für andere Menschen. Für uns bedeutet das, auch wir sind ein Zeugnis für Gott, wenn wir unsere Schuld und Fehler eingestehen. Wenn man sich in der Familie entschuldigen kann, dann öffnet das wieder den Weg zur Vergebung und zu neuem Vertrauen. Zweimal redet Jesus Christus über den Prophet Jona und vergleicht sich selber mit ihm. Er sagt zweimal im Neuen Testament, und siehe, mehr als Jona ist hier. Auf mehrere Arten ist der Prophet Jona ein Vorläufer von Jesus Christus. Ich habe noch in einem Bibelkommentar den interessanten Satz gefunden. Jona ist der einzige alttestamentliche Prophet, mit dem der Jona sich unmittelbar vergleicht. Offensichtlich hat Jesus der Erfahrung und dem Auftrag vom Jonas grosse Bedeutung beigemessen. Folgende Gemeinsamkeiten zwischen dem Prophet Jona und dem Jesus sind mir im ersten Kapitel aufgefallen. Beide stammen aus Galiläa. Beide haben geschlafen im Boot während dem Sturm, aber aus unterschiedlichen Gründen. Beim Jona wissen wir die Gründe nicht. Bei Jesus ist sein Grund darin bestanden, dass er mit der Stillung vom Sturm seine Macht über die Natur gezeigt hat und seine Jünger vom Tod gerettet hat. Beide haben sich freiwillig geopfert, um andere Menschen zu retten. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen Prophet Jona und Jesus Christus. Der Jona war ein Prophet von Gott, der anderen Menschen die Umkehr zu Gott predigt hat, beziehungsweise hätte sollen predigen. Jesus aber ist mehr als ein Prophet. Er ist der Sohn von Gott, Gott selber, der unter anderem einen prophetischen Dienst ausgeübt hat. Das heisst, Gottes Wort an andere Menschen weitergegeben hat. Das ist der Hauptunterschied zwischen dem Islam und dem Christentum. Die Frage, ob Jesus einfach ein Prophet ist oder ob er Gottes Sohn ist. Der Jona ist Gott zuerst ungehorsam gewesen. Jesus ist Gott Vater immer gehorsam gewesen. Für uns liegt die Überraschung darin. Im Jona-Buch geht es nicht in erster Linie weder um die Matrosen noch um den Jona, sondern es geht um Gott selber und um seine Liebe zu allen Menschen, um seine Liebe zu uns heute. Gott hat das erste Wort im Jona-Buch und er wird auch das letzte Wort haben, wie wir in einem Monat zusammen werden sehen. Wir dürfen Jesus ganz vertrauen, ihm unsere Schuld im Gebet bekennen und mit dem Jona antworten: Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Amen.